Joel, Robin, Eli, Leiit froh sech jo immer bereit de méi die Sachen, die gemacht huet oder die net gemacht huet. Wie ist dat fir ihrch? also die Sachen, die ich gemäht und von denen we sich natürlich dat ze geschieht sind, aber jetzt sie schon gefühlt tun, da gibt es definitiv Sachen, die ich bereit tun. Me ich muss so, dat die Sachen, die ich nicht gemäht tun, mich schon auch öfter so haunten und dann in nur nicht schlufen kann und dann hab ich immer so drum denkt, wat wir gewesen von Stemmholz, dat an dat gemäht hat, wo ich Gelegenheit gehabt hat. Also für mich ganz klar beides. ja, also ich schon mengem Therapeut schon viel Suche bezahlt, für dass ich mehr am Präsent verlieren. Da habe ich am Anfang stelle ich mir die froh momentan nicht so viel, aber man einfach da von dem ich denke, dass es halt richtig ist jeden Moment. Mir wie weiß, wie ich mit, keine Ahnung, 7, 8 Jahren, wenn ich im Todesbett liege, darauf zurückgucken. Und du, Eli? Ich fand net schwierig, weil du mischt es irgendwie sich viel froh zu stellen, werd statt bereien oder nicht. Schon gestern noch mal engem geschwart, dem er gesucht huet, dat den wirklich froh hast, dat den als Kant vom 10 Meter Sprungbrett gesprungen hast an der Stadt getraut huet, an der du bist so Deel für seiner Lebensphilosophie gehen hast, für Sachen einfach zu machen, dann noch weiterzukommen und dann auch dann vielleicht komplett zu evitieren Sachen zu bereien. Aber ja, das hat vielleicht auch Konsequenzen, also ich fand das doch schwierig als froh. Dat hei aus Maybe Sax. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der Episode 164 vom Maybe Sex Podcast. Ich sitze heute mit Eli und mit Joel und wir diskutieren heute ein Thema, was uns von einer Person aus der Community über Instagram geschickt wurde, mit der Ufro, hey, können wir darüber einfach schwätzen? Das heißt, ja, vielmals machst du dafür und wir machen das dann noch an. Falls du auch keine Idee hast, für etwas, was wir diskutieren sollen, da kannst du es natürlich auch gerne über Instagram, Facebook Messenger oder auf sex@ara.lu schicken. Ja, wir schätzen heute über Regrets. Also Robin, wenn ich dich richtig verstanden habe am Intro oder für Intro, dann bist du gerade an Dinger Fuck-Around-Phase, an Find-Out-Phase, die wird dann irgendwann kommen. Am Anfang, ja, mir nee, gebe ich nur so an. An dem Sinn, dass ich denke, dass der größte Teil von der ganzen Regrets-Diskussion, also das etwas bereuen, also auch die Frage von, was will ich, und was denke ich, dass ich wollen muss oder wollen soll. So die ganz normativen Vorstellungen, wie zum Beispiel, du bist jung und du musst in die Welt reisen oder viel reisen. Oder du bist Studi, du musst viel feiern, weil später, wenn du mehr wusste bist, wirst du dann Haus, bekannt, Partner, Mariage etc. und das geht dann nicht mehr. Und ich denke, dass meine Approach nicht sowas zu fuck around und irgendwann fallen nicht out, weil ich schon manchmal einfach ziemlich gut auf mich aufpassen. Mir ist dann dem Sinn von, was will ich am Anfang und was sind noch Sachen, von denen ich denke, dass ich sie wollen muss, mir will ich die und was will ich nicht. Und auch so den Approach, wo so, hey, die Chance, dass ich von Haus, Mann, Kanner und Hund tun, also relativ klein. Das ist auch so die ganzen Dinge von, okay, am Anfang, ich kann, auch wenn ich vielleicht nicht viel Party mache, kann ich dann eine Menge Russisch oder eine Menge Feiertag viel Party machen. Das ist mehr so den Approach von, nicht fucking around, mir echt mal viel mehr noch Stress machen, von, ich kann etwas verpassen, weil ich auch ehrlich gesagt in den meisten Sachen, die ich gemacht habe, weil ich gedurcht habe, ich müsste machen, für sie nicht zu verpassen, haben mir wirklich schon jemals gut gefallen. Ich meine, ich schon found out. Und nun probieren ich hier nicht einkehren müssen, an den found out zu kommen, falls das Sinn möchte. Ich mache eine kleine Klammer an merken dass du eventuell in der Schatz, wie sich dein Körper verändern wird,
an den Drittscher Feiertscher dat aber just Klammer zo Ech ginn da do am Prinzip schon recht also die froh sich immer zu stellen okay werde ich totalo regrettieren wann het mechen oder net mechen dat kann im Englisch ziemlich blockieren. Ja, die schon irgendwo abgehalten mir die froh zu stellen am Anfang oder me so also stelle man sich schon nach oh werde ich das bereuen also ich an dem Sinn wo wird dat du seriöse Konsequenzen für mich schon an war ja wat sinn déi an hunne ja kaf an ich da so op dem perélischen hatte stelle wirklich solle machen falls er dich die sonne gött mehr we guckt dir zwe dann doropsreck dir sieht jo an der Altersstufe wo de Kierper schon sech bis sie verandert huet hust du grad ugemerkt Joel ja we guckt dir doropsreck gefallers schmengen wat auch nach fleisch den ënnerschied mcht aus von den Lundet komplett unbewusst mischt zu wissen okay wie werde ich vielleicht können du mal da umgehen und das vielleicht schon von Person zu Person ahnisch wie viel kann ich mich selber vertrauen wie viel Kapazität tun ich für es zu verschaffen und Sinne selbst zu machen wie viel Unterstützung kann ich von Kollegen Freund, Partnerpersonen, Familie, Hausdeieren und so weiter kreieren. Also weißt du, so war das mein Sicherheitsnetz. Okay, aus dem Flieger sprangen, wie soll ich das mein Fallschirm? Und also eine Erfahrung, die ich vielleicht gegen Bereiche, wenn ich sie nicht machen, wie viel gegen die Landung wehtun und wie kann ich hier nur auf den Job passen, dass ich mich viel heilen kann. Anschmengen das wird mir immer irgendwo ein bisschen bewusst war. Ich meine, das ist wo ich vielleicht ein bisschen mehr drauf aufpasse, weil ich mir vielleicht nicht selber mehr vertrauen. Und dann, ja, ich meine, es ist bei einem Punkt, wo ich ziemlich viel kann einfach so dem Gefühl nur gehen. Was früher wirklich nicht der Fall war. Früher war ich viel, viel mehr Logik gedriven und wir müssen aus allem Sinn machen und alles ein bisschen überdenken. Erst gemacht hun an ich mein, mittlerweile kann ich besser mehr mich frohen okay das wat mich irgendwie wat mich dat ich mich liewisch fehlen wat mich dat ich irgendwie excitiert sehen und wo Schlussstunde zu machen und dann fällt noch mir einfach das zu machen und dann du nur zu gucken okay wat sie Konsequenzen wie kann ich mit denen umgehen also schon lo nicht so viel Regrets wat Weltreisen geht die schon nicht gemäht tun beim Feiere goen denke ich mal schon heinst du so okay dat wir vielleicht cool gewesen statt nach zu einer Zeit zu machen wo ich vielleicht nicht kipperlich so sehr angewischt wäre aber andererseits wenn ich mich zurückdenke die Kehren wo ich dann zum Beispiel ob elektronische Musik tanzen gegangen sind wäre ich aber die Person die 2 oder spätestens 3 Uhr mega mit wäre und dann heimgegangen ist generell auch einfach nicht so viel Spaß und der sehr hart irgendwann leer den dann so sich selber ein bisschen mit vertrauen also bisschen so das wird so okay es gibt Sachen die fand ich vom Konzept hier cool an der Theorie wäre ich gerne ein Mensch den das gibt märchen mehr praktisch also dein verneicht für mich an Heinz so geht du so ein Disconnect mit Sachen die gerne gibt gerne märchen als Sachen die ihn halt einfach nicht gerne möchte ja mit der Zeit leer den dann noch die FOMO die ihr vielleicht hört oder den Regret of missing out vielleicht nicht so groß ist wie der Regret wann ihr nicht dann aber mischt und da gibt es vielleicht echt ein Joy of missing out für mich stellen sich bei dem ganzen Thema also sowohl regrettiere Sachen die ich gemäht und wie auch regrettiere Sachen die nicht geschieht sind immer froh wie fand ich raus was ich will aber was will ich am Anfang weil schon so pure Geschichten wo ich mal denken weil jo an der froh auch mehr drin gegangen ist wie fand ich raus ob ich Sex mit einer Person will hun an wat männech wann ich et gemet hun an dat du no awer net so flott wär an der Stadt der regrettieren da gëtt bei mir so pur Geschichten woch Gelegenheit gehabt hat fir schön man enger Person zu schlufen oder méi mat enger Person zu hunn an wann einfach net so ganz sicher wären net gemet hun an der Tier stelle ich mir dann heinst du so froh
aber was wir eigentlich gewesen von Stemmholz dat an dat gemäht hat und Stemmholz mehr spontan gewesen wäre und ich mir Stemmholz mehr getraut hat da sonst mal ja mir vielleicht wäre dazu einfach auch ein Anhaltspunkt von mir selber dass die Stadt wahrscheinlich nicht ganz wollt wann ich mich einfach nicht getraut hat das ist natürlich immer schwere Stadt dann so am Nachhinein irgendwie rauszufahren was da wirklich gewesen wäre. Ja, das sind die Ungewissenheiten, die Lewe so matt springt und ich denke mal, Heinz war so so schlecht für sich selber einfach zu vertrauen, aneben noch zu lehren, wen sich selber vertrauen kann. Ja, und ich meine, mit all Decisionen, die ihn hält, es verpasst ihn immer irgendetwas, also kann ihn nicht alles machen. Zum Beispiel, wenn ich sich schon feiern gegangen, dann hatte ich eine mega gute Zeit. Ich sehe auch schon daheim bleiben, dass ich da ein bisschen bereit bin, dass ich nicht feiern gegangen bin. Ich bin aber auch schon feiern gegangen, dass ich bereit bin, dass ich nicht einfach daheim bleiben bin. Weil ich einfach rausgegangen bin, weil ich mich da raus forciert tun für yay, feiern, muss halt lo. Und wo ich dann einfach in einer Stunde und 2 so war gar, ich habe mich schon Pratt gemacht, schon Antrieb bezahlt, ich habe mich hinbewegt. Am Anfang, ich habe einfach so eine Panne gehen. Und ich fand, das was ich meine, in dem Sinne, dass einfach gewisse Sachen sind, die sozial viel mehr akzeptiert gehen. Den dominanten Diskurs, gay feiern, wenn du jung bist, du bereist sonst, wenn du mehr alt bist. Und zu einem gewissen Degree denke ich auch schon, dass das wahr ist. Und auf der anderen Seite seht aber kein, geh nicht so viel feiern, wenn du jung bist, du bereist, wenn du später, wenn du alt bist, den ganze Energie am Feiern und deiner Jugend rausgehauen hast. Was natürlich übertrieben ist, aber ich meine, mein Punkt ist aber klar. Und egal, was ich möchte, auch lo schon mich dezidiert, die Aufnahmen abzuholen. Und ich habe doch könnten 3000 andere Sachen machen. Und ich kann doch regretieren, die 3000 andere Sachen nicht gemacht haben. Also, ich meine, dass ich am Leben immer schwer muss holen. Und ich denke, dass ich, solange in einem gewissen Level Satisfaktion mit seinen Schweren hat, dass es dann auch mir einfacher sozusagen wie auch cool gewesen für auch die andere Sache können zu machen, aber bon, sogar mein Tag hat nicht mehr 24 Stunden. Und dass es schwierig wird, wenn sich bei Situationen bewegt, wo ihn einfach mega unzufrieden ist. Und dann guckt, oh, es könnte so viel besser sein. Aber gleichzeitig fand ich es doch einen größeren Unterschied, den ich zumindest konzeptuell mega muss machen, dass ich mega lange Regrets hat über gewissen Situationen, die sexuell geschieht sind, wo ich das mega regretiert tun und noch Gefühle von Scham der Schuld hat und dass ich an der Therapie abgeschafft tun und mal eine neue Definition von Regret gehen hun, dass etwas bereuen ist, wenn ich mich etwas dezidiert tun und ich die Decision bereit für mich trotzdem frei und erwusst und informiert mich konnte dezidieren. Und das zum Beispiel Situationen und Erfahrungen von Gewalt, dass ich da keine Regrets soll tun, meiner Meinung nach, weil ich halt nicht, das war nicht meine Schuld. Und Regrets impliziert zumindest immer eine gewisse Verantwortung. An dem sind, wie gesagt, wenn ich feiern gehe, obwohl ich dort mit bin, Anfang hat es die Panne gehen, ja bon, sucks to be me. Ich bin halt, you chose poorly. Und das fand ich ein mega wichtiger Punkt, auf jeden Fall, weil ich dadurch kann extrapolieren, meine ich, ob ich mir höhere Level, zum Beispiel, was Frauen an Situationen gedrängt gehen, wo hier Optionen Hausfrau und Mom sind und wo sie durch systematisch Gewalt gedrängt gehen, dass sie dann zwar vielleicht auch die Gefühle von Regret tun, aber dass aber auch die eigene Verantwortung daran zu einem gewissen Degré limitiert ist, wenn in einem System lebt, den Frauen zum Beispiel so an Hausfrau-Rollen trägt. Robin, ich fand spannend, was du lo gesot hast, besonders mit dem, was in einer Druckse sperre für vielleicht feiern zu gehen, nach verschiedene Situationen, weil schon gefehlt hat, den Druck auch oft am sexuellen Kontext besteht. Wir sind in einer Gesellschaft, wo Sexualität teilweise ein Tabu ist, aber auch teilweise überrepräsentiert wird und wo viel drüber geschwart wird, auch wenn nicht unbedingt open drüber geschwart wird. Und es wäre vielleicht spannend, eine Studie dazu zu finden, und die habe ich nicht bei Hand, aber ich frage mich, wie viele Leute hier erste Kehr haben, sexuell, weil irgendwie die gesellschaftlichen Druck da ist, am Freundeskreis Druck da ist. Nun mal
unabhängig davon, ob das Personen sind, die sich als Mann oder als Frau definieren oder so gelesen gehen. Und unabhängig davon, ob sie das unbedingt 5 oder 10 Jahre oder nur regretieren oder bereuen. Ich meine, den Druck an bestimmten Sexualität, an einen bestimmten Form von Sexualität zu haben, die besteht schon ziemlich frei. Hat dir da schon mal Situationen, wo da etwas Sexuelles gemacht oder nicht gemacht wird und du nur das bereit wird? Ich meine, ich bin nicht menschlich, wenn ich das nicht hat. Ich meine, ich finde nur die große Differenziation von Sachen, von denen ich durch, dass da eine gute Idee wäre und du nur ich Regrets, und Sachen, wo ich nur zurückgucke und so war gar am Anfang war das wirklich keine gute Idee. Mich aber, ich gebe dann Fungre machen. Und ich meine, ich finde auf beide Plätze gut Beispiele. Und dann geht doch Kategorie 3, das war keine gute Idee. Ich habe trotzdem gemacht und ich bereue nicht. Ich meine, ich hatte schon ein Jahr angeschwärzt an der Episode zu Neujahrsviersatz oder so. Dass mein Neujahrsviersatz war, für nicht mit einer gewissen Person Sex zu haben und das für 2 Tage gehalten. Und ja, und bereuen also größt Wut an dem Sinn, wie gesagt, das war eigentlich Person auf eine Person, aber mehr in dem Sinn, wie das nur Ausgangers und so sind es so. Am Anfang hatte ich mal ein bisschen Peng noch Spuren, wenn ich einfach die Reißleine schon echt gezogen hat, eine gewissen Red Flags echt gesehen hat, und mich aus der Situation, die immens chaotisch war, schon echt removed hat. Und gleichzeitig sind auch so, okay, da tut mir auch schon viel beibrücht. Das heißt, regretieren echt, dass ich das so lange gut gelöst habe und das nicht schon echt, ja, einen Schlussstrich gesagt habe. Aber wie ist das bei dir? Also ich meine schon noch an all den Kategorien Sachen, die ich Kind erzählen. Für mich ist den Regret nicht immer so krass, beziehungsweise schon noch Situationen, wo ich so, die sind so ein bisschen an einer Grozone. Also das ist ein bisschen, okay, am Nachhinein wirkt das so ein bisschen weird. Direkt nur wäre da aber ganz an der Reihe. Je mehr ich darüber nachdenke, mehr Zeit vergeht, umso mehr denke ich, okay, weil das am Anfang, wie geschenkt, wo die Idee hat, das müssen sehen, wo ist du vielleicht auch einer Person wegen da, ohne jetzt, natürlich ohne jetzt zu wollen, ohne jetzt matt zu kriegen an dem Moment. Also, ich weiß nicht, für so One-Night-Stand-Situationen, die dann, ja, einfach oft nicht so ganz klar sind, wo nicht oft so ganz klar wäre, was dann du genau wem lo wei gut getan hat. Das heißt, den Gefühle von Regrets echt darauf bezogen, ob sie nicht weiß, ob das, was du gemacht hast, das Beste für alle involviert war. Oder das, was du geschieht hast, nicht das Beste für alle involviert war. Und man auch auf dich ganz persönlich gemünzt. Ja, aber das hat natürlich auch Reperkussionen auf mich. Also, ja. Wenn ich mal denke, das wäre für die Person vielleicht nicht so cool und ich doch vielleicht irgendwie, ja, oder haben wir allen 2 etwas gemäht, was wir nur nicht mehr so cool von tun. Aber bei der Person, die aus dem Regret mir groß gewirrscht, dann denke ich mir, ja, das wäre dann auch nicht so super von mir, für da ranzugehen. Kit, dass ich nicht wissen konnte, für da. Und das ist halt immer so. Das war ein bisschen weird, wenn den irgendwie zwischenmenschlich Apps geschieht und mich den Leute nicht froh und hat den aber keine schlechte Absichten und konnte ihn das nicht vorausgesehen. Wenn ich so nur denke, dann fallen mir 2 Situationen an, also so 2 One-Night-Stands, wo auch an einem, also mit einem Date angefangen wurden und den Date ist so okay gegangen, nicht mega gut. Und dann sind wir aber irgendwie bei einem daheim gelandet, wo wir da bis plagisch waren und irgendwie probiert haben, mir weit zu kommen und einfach gemerkt, dass ich gar nicht von der besten Person anzusehen, also dass ich gar nicht von der Person anzusehen und ich mich nicht wirklich vorstellen kann, dass das so weitergeht und das dann auch aufgebraucht haben, glücklicherweise. Ich meine, sonst hätte ich das ein Jahr mehr bereit und dann auch dann gegangen sind und die Person noch nie mehr rumgesehen haben, das ist verloren, ich verdient wie
du nur noch so viel Konsequenzen hat mir wo ich mich dann aber nicht so gut gespürt tun wo ich mal so ein hat da doch schon keine vier Drwürzen an war dat so Menge Honines wird alles anderes gewonnen sind obwohl dann ja aber nicht geklappt wird also auch nicht brucht wird an denen Momente war ich nicht und ich mich nicht so allein gefehlt ich meine bei Personen die sich dann auch nach allein fehlen an vielleicht ist wie unsicher sehen weil sie nicht oft aus Situationen kommen wo sie sexuelle Erfahrungen machen können als wir im Grund auch immer als wahrscheinlich Risiko mir dann enttäuscht zu gehen oder sich selber zu enttäuschen. Ja, und ich fand das so einen interessanten Aspekt am Wort bereuen als auch das Wort reuen also Reue dran und ich fand du geht auch für mich zumindest so eine Differenziation okay bereuen statt für mich purely dass ich mich vielleicht in eine Situation gehen hun und wie gesagt also ich sag's den ich mit der Person hat für ein Jahr vielleicht war okay an mir hun ist an der Situation nicht also kein Schuld ugedo weil ich schon den Dinge von Konsequenzen davon ich hatte mal von Ketten danken dass das keine gute Idee war oder also bereuen von Schnaps gemacht von dem ich mal sicher sehen ob das okay war für die andere Person und Stadt hat sollte machen das heißt wo ja noch so die Gefühle von Schuld vielleicht hört von shit ich kenne eine andere Person Wege durchholen oder die andere Person hat sich nicht gut gefehlt wenn es Menge und ich fand das da auch so am Menge persönlicher Wahrnehmung zwei ganz verschiedenen Emotionen sehen weil das das mir so voll ich war vielleicht okay hat mich gezwungen mit der Person weiter zu schlufen ich hatte einfach so ein bisschen mehr mit dem Kopf danken trillert und das andere das mir so fuck wie kann ich mit denen Schuldgefühle umgehen mir auch wie kann ich Accountability holen will die andere Person da also die überhaupt möglich gerade bei One-Night-Stands ist das hier vielleicht ein ganz anderer Situation so kann ich Accountability holen wie kann ich darum gut machen wie geht es weiter ich meinte das ist ein wichtiger Punkt Robin du so von zwei Personen geschwart wird am Moment guter sondern dann du nur guckt wie für die eine oder andere Person war geht ja nach der ganze Kontext vom Friem gehen vielleicht dann echt dann monogame Kontext aber auch nicht nimmen da hängt bisschen davon nur für Aufmachungen den hört an wie respektvoll ihn dann auch nie aus anscheinend dat man hier méi kompliziert dann wenn dazu vielleicht am Moment net bereit me du nur vielleicht auch nicht unbedingt bereit den dann mat der Person es hat mir aber vielleicht bereit weil die ganz Konsequenzen op engem sing Lebenssituation sind an ob die andere Beziehung an ob vielleicht die ganzen Beziehungschaos an emotionale Chaos an Betrug an die ganz Gefehler die du nach vielleicht können matt kommen an wissen von die vielleicht auch nach Kanner hört oder so sein Familie dann kann das ja etwas aber wirklich große Konsequenzen und noch Konsequenzen auf Langzeit wird fand eigentlich anders das wie One-Night-Stand wohin vielleicht ab zum Beispiel wo sich du nur ein bisschen dafür drin ekelt oder sich besser schummt oder so wohin dann aber nach echt das man sich selber muss du eins gehen. Ich fand du schwatzt eine mega interessante Dimension für Saxon, weil Sexualität das ja nicht nur das, was zwischen einer, zwei oder mehr Personen geschieht während dem Saxon, aber Saxon hat eine wahnsinnig große Sozialdimension. Ich bin darauf für dich gestoßen an allem, was so Critical Masculinity Studies ist, weil du geht Sexualität, die Sozialdimension am Anfang auch jemand so konzeptualisiert als du hast den Sex mit der Frau und dann hast du die Experience vom Sex von den männlichen Frauen davon erzählst und am Anfang an der ganzen Theorie auch so dein sexuelles Succès auch als eine Art Währung, die dir Respekt verschafft unter Männern. Ich fand, das appliziert sich auch außerhalb von dem Studienfeld. So Sex als etwas Soziales. Ich schwätze auch mit meinen Freunden über den Sex, den ich schon. Ich schwätze heute am Sex-Podcast über den Sex, den ich schon. Und die ganze Sozialdimension von Sex, wo halt Leute wissen, normalerweise, eine soziale Krise, okay, wen hat Sex mit wem?
an auch Konsequenzen davon und du hast es am frühen Go gesagt mit zum Beispiel an Menge Erfahrung von mit der Person von einem Jahr das Sex u sich hun ich nie bereit das echt der Fall dass ich Sex mit der Person hat an dem soziale Setting wo einfach Leute das wussten auf wo das für mega viel Drama gesucht wird werde ich bereuen und ich fand dass sie so das kompliziert die ganzen Dinge natürlich nach May und ich fand das gesagt dann auch wenn ihre May also Masculinity Femininity Studies geht so von den Tropes denen zum Beispiel mega viel an amerikanische Filme gesagt mit denen ich groß gesehen aus denen von Männer die den Gag mit einem Typ machen weil mit dem Decke-Mädchen Sex hat oder Frauen die den Gag Popular Girls die den Gag mit angemachen weil halt Sex mit dem Nerd hat oder wie auch immer und ich fand das dann auch ultra interessant gerade war Filme dann ich meine Sex Education geht da auch ran da das die Serie wo den Otis Sex mit einem von den Popular Girls hört und wo hat er am Anfang mega geheim halt weil hat einfach Angst hat für eine Konsequenzen davon an dat bereit aber halt mehr dat bereit weil du den sexuellen Akt stehen zwei sich Ich meine du gibt auch viele Beispiele dass Männer nicht wollen so gehen dass sie Deckfrauen zum Beispiel begehren oder Martine Sex hatten ich meine über Verhältnis zwischen Männer und Transfrauen aber wie sie dann dummer da umgehen humormännischen Äcker geschwärzt aber das ist auch etwas von jedenfalls Robin du mir schon gezählt hast ich fand das krass so den sozialen Aspekt also dass den sich dann schummt ob es mit einer Person gehabt zu tun oder verlegt zu sein oder mit der zusammen zu sein an der dann nicht will andere Leute weisen wie es denn soziale Konsequenzen oder dem was der fährt was soziale Konsequenzen davon der Kinder sind du gehört ja auch irgendwie dazu bei das was ich am Anfang schon angeschwärzt und wie fand ich raus was ich will an wie fand ich raus was ich will an kein Effekt mehr drauf was andere Leute darüber denken also das ist ja dann nachher die mir wichtig froh darüber ich wollte aber auch noch etwas sagen zum Thema Accountability für mich als ein Aspekt davon dass ihn aus Sachen die ihn als Fehler angesagt jo am besten verleiert an sogar wenn ihn dann keinen Kontakt mehr mit der anderen Person hat aus freiem Grund auch immer kann ihn halt für sich selber Lehren daraus zählen das ist für mich so von den wichtigsten Aspekten davon okay schon regrähen dann Hunde im Regrähen an verschmilzen am Selbstmitleid mehr probieren halt wirklich drüber nur zu denken probieren halt erst von okay was kann ich daraus lernen wie kann ich mehr Verhalten anpassen schon halt zu dem was du lo so tust ich denke dass er doch sich nach ein Jahr an denen letzte Jahrzehnten geändert wird weil evolutionär gesehen waren Personen die Sperma produzieren freier Ballfallmol viel mehr frei was Sexualität angeht weil einfach viel mehr Konsequenzen unbedingt da waren an Personen die Kanner gebären hun müssen die Schwangerschaft an den nämlich der Fall ausdrohen und dann noch Martine Konsequenzen erst viel leben seit Verhütung dass das viel mehr gleichgestalt ich menge viel von der Klischee viel von den Stereotypen stammen aus einer Zeit als einer Moralvorstellung wo dadurch sich das war was der meiste Fabrik war ja an zumindest am Menge Bachelorarbeit Recherche wo ich mit AMAP, das heißt Assigned Male at Birth, nicht binäre Menschen über hier Experienzen von ja, Maskulinität nicht binär sehen und auch zu ihren Genitalien schwatzen, gibt man mal ganz viel gesagt zu die Dynamik von Push and Pull am Anfang, dass Männer müssen Frauen für sich überzeugen und so die Dynamik von oder den Belief von Männer gehen nur die Frauen und Frauen kind of like müssen überzeugen, natürlich der Mann, der viel Sex hat, der kann Frauen gut überzeugen, aber Frauen vis-à-vis müssen sozial beweisen, dass der Mann, mit dem sie Sex haben, gut genug war, für dass sie sich überzeugen gelos haben.
Und ich meine, wenn man das aus der Lens gucken, da gehen die ganz sozialen Implikationen von, für was, wenn man guckt, wie fatphobic als Gesellschaft ist, aus der Lens, also kein großer Success für eine dicke Frau für sich zu überzeugen. Und gleichzeitig ist das aber dann auch so bei Frauen, okay, für was tue ich mich davon überzeugen gelos, wenn man ob Männer guckt oder Männlichkeiten guckt, die marginalisiert sind. Und ich fand, das erklärt die ganz Dynamiken, die da hin und her gehen, immens gut. Und ich fand das einen mega interessanten Gedanken, dass natürlich da auch mal drauf spielt, dass Männer einfach oder viel mehr nicht können von einer Schwangerschaft fortgehen, wie Frauen, die einfach da ich will nicht so geplot sehen, die aber einfach viel mehr haben, kann man so nicht so. Was sie nicht wollten, die damit geplot sind. Robin, zu dem, was du gesagt hast, fand ich, kann den dann auch ganz sehr an eine Position, wo er sich vielleicht isoliert spielt, weil am sozialen Kontext mehr darum geht, zu so viel wart, an nicht unbedingt, weil ihr denkt, du mal da geht, da war die vielleicht preist, weil mir viel über individuell Regrets geschwart oder vielleicht Regrets, weil dann auf dem sozialen und Beziehungsniveau vielleicht eine Konsequenz war. Ich meine, kann ihn auch etwas bereuen, zum Beispiel, wenn ihn für eine Person stark Gefühle hat oder jemand verlebt ist, an ihn aber genau weiß, dass die Person zwar vielleicht mit einem Sex haben wählt, aber auch nicht mehr, an ihn dann vielleicht mischt, weil den auch horny ist oder aus welchem Grund auch immer, an ihn du nur dann ziemlich verletzt ist und das bereit, weil ihr noch nicht das als die Interaktion kriegen konnte, weil den du sich gewünscht hat oder gebraucht hat. Ich hasse all die Bücher, die so Self-Growth und Self-Improvement sind. Und alles, was zählt, das Ding Ausstellung, sind du von gar kein Fan. Und aber auf der anderen Seite denke ich, dass das auch eine Sache von Perspektiv aus, wie ob die Sache guckt. Ich hatte auch Experienzen, wo ich mir halt denke, oh, um Gottes Willen, das war vielleicht nicht die beste Idee. Und ich kann nur entweder unglücklich schon mal sehen oder so, we live and we learn. Und ich gucke mir das dann ganz bewusst an, von, okay, was das du überhaupt geschieht, komm, ich hol dann mal also nähen, für was tun ich mich so dezidiert, wie ich mich dezidiert tun, und was kann ich machen, für das nächstes Jahr nicht geschieht, oder für in Zukunft besser, um mich aufzupassen. Ich denke, dass du das Gefühl von Regret, das heißt auch dazu, die Tension an die Gefühle von Scham oder Traurigkeit, auch kannst du können, ja, kontraproduktiv sind, für das mehr Not zu betrachten, weil man dann vielleicht echt an das, um Gottes Willen, ich will darum nie mehr denken. Und dann hast du Risiko vielleicht mir heißt, dass ich nächstes Jahr mit dem Kopf direkt an dieselbe Situation rennt. Das heißt, ja, ich fand es dadurch schmule gerade aus Tisch zu andere Leute schämen oder blamen für Sachen anders zu handhaben, wovon ich kein Fernsehen, aber gleichzeitig mir hat es mega viel geholfen, für mal zu sagen, hey, okay, ich bin nicht froh damit, was das geschieht, wie verhindern statt, das Leben geht weiter. Okay, wir waren mal beim Thema sind, okay, wir haben Sachen erlebt, die wir regretieren, dann, ich habe schon ein bisschen gesagt, okay, das ist am besten für vielleicht dann nicht am Loch zu sitzen und zu sagen, oh, ich regretiere und so viel mit zu probieren, daraus zu lernen. Aber wie möchte ich das, wie geht denn überhaupt mit denen Gefühlen weil die sind ja ganz kompliziert. Also einerseits hätte ich so die Schicht von, oh, hätte ich mich nicht mehr anders dezidiert, Kinder sind irgendwie rückgängig machen, andererseits die Geschichte von, okay, das geschieht, dann ich muss irgendwie probieren, daraus zu lernen. Und ich habe das Gefühl, dass sie so ganz, ganz verworrene Gefühle oft. Ich ging so, als ich es wahrscheinlich gut, nicht mit den Gefühlen allein zu bleiben. Und wenn die Person nicht mit denen drüber schwätzen kann, drüber zu schwätzen, weil da doch einfach ein Kehr hilft, vielleicht die Gefühle zu fühlen und ihr Sinn draus zu machen, vielleicht eine andere Perspektive drauf zu kreieren. Kann ich natürlich auch ein bisschen journalen, der wie sich auch einst du auflenken, wenn die Gefühle gerade so stark sind. Und dann hängt es doch ein bisschen davon auf, für was genau ihn das vielleicht bereit an, für jeden Lo über sich denkt, ob du Gefühle von Scham oder Schuld abkommen oder von Wertlosigkeit oder in eine immens Angst tut, Verlust zu gehen oder für immer allein zu bleiben.
weil ja vielleicht teilweise Sachen sind, die nachher gut steckt mit Dave gehen, an wo die Erfahrung das dann vielleicht getriggert wird, aber wird manchmal auch kein interessant sein, von den Bereders nachher mit Dave da gucken zu gehen und zu gucken, wo kommen die Muster rein, wo kommen die Glaubenssätze hier, wie kann ich mal denen mehr bewusst gehen, wie kann ich verstehen, was da geschieht das, an wie kann ich vielleicht anders mal da umgehen und dann auch an Situationen beginnen, wo ich dann mehr positive Erfahrungen erleben, an vielleicht auch aufhängen, mehr Selbstvertrauen zu holen, an Sachen zu machen, wo ich vielleicht oder normalerweise aber dann noch Männer an Zukunft bereihe werde. Das fand ich ein mega guter Rotschlag. Ja. Schon dem Anfang auch nicht mehr ganz viel beizusetzen. Ich meine, schon mal Paarverkehr schon gehen. Joel, wie ist es bei der? Also bei mir ist es effektiv so, dass am Anfang mit Leuten drüber schwätzen ganz gut ist und dann zum Schluss für so einen Aufschluss zu kriegen, sind ich dann echt die Person, die eine Anker dann darüber schreibt und vielleicht den kryptischen Text irgendwo aufspeichert, den ich dann 10 Jahre später lesen und mich fragen, was der Teufel aus da geschieht gewesen. Aber für selber, wenn da eins zu gehen, hilft das dann oft. Robin, ich gebe noch gerne von dir wissen. Du hast die Kategorie abgemäht mit Sachen, die du bereit hast, wo du gedacht hast, schlechte Idee, aber ich meine das trotzdem, aber wusste dann haut siehst, okay, gebe ich so machen. Hast du da vielleicht noch das ein oder andere witziges Beispiel? Ja, nee, mir echt so Geschichten, die das Leben schreiben. Also ich meine, der aktuellste Beispiel ist sicher, vielleicht akademisch Jahr, habe ich mit einer Person ungefreundet und irgendwann habe ich schon herausgefunden, dass die Person an meiner Uni schafft, auch Kurse geht und wir sind trotzdem Freunde geblieben, so. Und das ist auch okay, also die holen das halt ziemlich chill. Und was sie allerdings mal nicht chill holen, ist, wenn Teaching Staff oder Students abspannen den Hund. Und irgendwann am Sommer war ich war durch halb Europa NRW auf Festivals oder so. Und du hast die Person dann irgendwann auf ein Festival begegnet. Und ja, das wurde dann noch ab eins zum anderen gefordert. Und das war eine mega witzige Erfahrung. Und auch ehrlich gesagt eine ziemlich coole Erfahrung. Und ich habe mich wohl gefühlt. Und ja, wir haben halt dann, wie der Sommer drüber war und wir alle beide mal als Leben und der Uni zurückgegangen sind. Die Person war auch nie irgendwie an irgendeiner Funktion mein Teaching-Staff. Wir haben halt alle beide gesagt, hey, komm, wir gehen zurück bei Just Friends, für das nicht zu verkomplizieren. Und war das eine gute Idee? Nee, wirklich nicht. Hat also auch beide Kinder an gewisse Schwierigkeiten bringen. Gibst du dran machen? War trotzdem a lot of fun, auf allem auf dem Festival, ultra cool, und dick schön, ja. Und ja, gibt das dickere machen, wirklich. Gerade auch, weil es am Anfang bis noch keine größere Reperkussionen hat, und das so bald Jahre hier, das heißt, ich denke noch, dass ich da gut davon gekommen bin, und wir sind immer noch Freunde. Und ja. Das heißt, so hast du denn die Sachen, also ich hatte auch einen Moment, wo ich gedacht habe, oh shit, das werde ich bereuen. Und das ist aber nie gekommen. Also ich hatte auch währenddem so ein Split-Second so von, oh, ich meine, das werde ich an einem gewissen Punkt bereuen. Und das wird aber bis so noch nicht auch gesagt. Und ja, ich gebe da allerdings auch nicht rekommandieren, also an einem gewissen Punkt wird doch relativ stressig. Aber ja, trotzdem, gute Erfahrung. Wie ist es bei ihr? Für dir so kategorisch Anekdoten? Mir fällt gerade gar nicht an. Das heißt, ihr seht man da so Team YOLO, no regrets. Also mir fallen schon Sachen an, die haben aber echt Avenger mit Sexualität zu tun, mehr echt mit gewisse Substanzen, die effektiv an denen Wirtschaften, wo da wäre, legal wären. Aber sag mal so, wenn den gewisse Kichelscher geht, also es vielleicht nicht die beste Idee für Velo zu fahren. Gib ich da drin machen? Ja. Das wäre mega witzig. Ich habe mich gefühlt wie an einem Computerspiel. Also das, was ich mit meinem falschen Verständnis von Straßen und Verkehrssicherheit rekommandieren, nee. Ja, und ich meine, wo du auch deine Story erzählt hast, ich meine, so größten Merkmal von der Kategorie ist so, Datei hat könnte so schief gehen und das nicht schief gegangen. Und das ist so ein bisschen so den Wahnsinn von, hey, Datei ist ultra riskant.
Und wahrscheinlich, wenn das mega schief gegangen wäre, aber wenn das du mit meiner befreundeten Person dick an den Arsch gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch mega Regrets. Oder gleich bei dir, Joel, wenn du dich wahrscheinlich ultra Schnuff gelöscht hast und ich blessiert hast du wahrscheinlich auch Regrets. Ich meine so, Merkmal davon, dass wirklich so, war das eine gute Idee? Nee. Mit das gut gegangen. Also, let's go. Survivor Bias als eng Sache, die existiert und die nicht unterschätzen sollt. Bei mir fällt eine Anekdote von heute Morgen an. Ich hatte während Corona so einen Barren gekauft, den ich so an den Rumpf von der Dir spannen kann, für da so Pull-Ups zu machen. So ein Stang. Und die muss ich dann irgendwie so rausschrauben, da brauche ich noch keinen Löcher. Und ich kriege da irgendwie nicht hin. Und dann kriegt man das für uns 2 Wochen aber hin. Und dann ist ich am Schluss den Morgen abgezogen, wohl wird es und das nicht immer stabil war. Da sind dann mit dem ganzen Ding raufgetrollt. Und glücklicherweise gut gelandet. Also mein Knie ist ein bisschen blau. Aber so ist mir eigentlich nicht geschieht. Das hat auch keine gut schief gehen. Und das ist auch so etwas, wo ich sicher können wissen, dass das nicht ganz solid ist und das vielleicht nicht die beste Idee ist, das einfach so zu benutzen. Aber ich habe nicht wirklich mit Sexualität zu tun. Tisch, ja, vielleicht concluding thoughts. Natürlich kann ich Regrets nicht nehmen zu Sexualität tun. Und ja, wenn ich Chance tue, vielleicht auch nicht so viele Sachen, die ihn vielleicht bereut oder wie sich denkt, oh, blöd Idee, aber gemacht, gut gegangen, I'd go again. Aber ja, ich meine, dass Regrets einen gewissen Teil, aber Teil von der menschlichen Erfahrung sehen und wir hoffen natürlich alle gut, dass als Tipps und Erfahrungen ihr damit weiterhelfen können. Und ja, nach ein Kehr, wenn ihr gerne habt, dass Maybe Sex Team über ein Thema schwätzt, was ihr schon in den Kopf kommt, was also nicht in den Kopf kommt, dann schreibt uns über Instagram, Facebook Messenger oder sex@ara.alu ein E-Mail. Und dann, ehe du aufschaltet, könnt nach einer Rubrik vom Eli. Eli, willst du so, worüber es geht? Es geht Trends auf den Pornoseiten von 2024. Ja, wenn ihr gerne mehr darüber gewusst wollt, dann bleibt nur noch kurz dran. Und wir hören uns an 2 Wochen. Bis dann, ciao. 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 Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was waren Pornotrends 2024? A was seht ihr über das aus? Pornhub no, einer von den größten Online-Pornoseiten, geht die 30% vom Internettrafik auf Pornoseiten. Das heißt, dass bald 1/3 von all der Aktivität am Internet für pornografisch Material zu gucken ist. Leider sind Pornoen immer noch Hauptabklärungsquelle. An dieser Rubrik gucken wir uns Trends an, wie sie sich mit den Jahren vierdrun vergleichen, und was sie über uns und die Gesellschaft am Allgemeinen aussuchen. Für mehr Informationen zum bewussten Pornokonsum lasst ihr gerne die Rubrik vom Kalido zu an. Das an einer Quellen von in den Shownotes, genau wie die Referenzen zum Rapport von Pornhub. Als erst etwas zu den Top-Begriffen. 2024 war weltweit den am meisten gesichtete Begriff Hentai. Hier handelt es sich animiert Videos oder Bilder. Das ist darauf zurückzuführen, dass es mit Artificial Intelligence, also AI, immer mehr einfach ist, animierte Contenu zu generieren, und das spiegelt den AI-Trend zurück. Hier geht es auch viel Videospielcharakteren an 3D-Animationen. Die Jahre vierdrun war Lesbien, also Porno, wo Frauen Sex mit Frauen haben, der meistgesichtete Begriff. Auf Platz 2 war der Begriff MILF, also Mother I'd Like to Fuck. Diese Begriffe auch der Jahren vierdrun an den Top 3. Und hier geht es Frauen, auch nach Mature genannt, die meistens ein bisschen dominant sind, aber wissen, was sie wollen. An einer Welt, wo es viel den Alter geht,
sind aber oft schon Aktrissen ab mit 20 an der Kategorie MILF zu fannen. Op dritter Platz war der Begriff Pinay. Diese bezieht sich auf Frauen mit Filipino-Originen an spiegelt zurück, dass an den Philippinen und an der Region immens viel Porno konsumiert wird. Op Platz 4 sind dann Lesben und Dono Anal an Big Butts, also Großhörnerinnen. Die Länder, die weltweit am meisten Porno geguckt haben, waren die USA, dann Frankreich, die Philippinen und Mexiko. Das sind Länder mit vielen Einwohnern. Lützeburg kann du leider nicht mitteilen. Frankreich war wahrscheinlich während den Olympischen Spielen so weit vor, weil viele Leute im Sommer für die Spieler angereist sind. An der Moyenne haben Nutzer 9 Minuten und 40 Sekunden um Sit verbraucht und durch ist man im Alter abgegangen. Weekends war am meisten Trafik, an Oves auch mehr wie Moyes. Die Begriffe, die am Vergleich mit den Jahren vordrun am meisten zugeholt haben, waren Bukkake, Fingering, French, mehr auch Muscular Men, Cosplay, Behind the Scenes und Demure. Für Gen Z waren nicht für allem Begriffe, die auf TikTok am Trend sind, wie zum Beispiel Demure, also mehr bewussten, ästhetischen, schönen Sex, oder alles, was mit Gaming, Videospieler, Musik und virtueller Realität zu tun hat. Für Millennials waren es Tattooen, Romanz, Fetisch, Fisting und Transbegriffe. Für Boomers waren es Strap-on und Gangbang, die meisten Leute angezogen haben. Die 90% von den Nutzer sind mit ihrem Handy auf Pornoseite gegangen. Das kann entweder darauf zurückzuführen sein, dass mehr Leute ein Handy für ein Tablet oder ein PC haben. Es könnte aber auch darauf hindeuten, dass es mehr einfach ist, seinen Pornokonsum für einen anderen zu verstoppen, wenn er am Handy guckt. Auch über Gaming-Konsolen wie Xbox und PlayStation 4 und 5 wird auf das Material zugegriffen. Wenn ihr also mehr global guckt und sich nicht just auf Pornhub reduziert, sieht der Konsum aber mehr positiv aus. Natürlich geht AI-generierte Contenu immer mehr belebt, mehr auch ethisch produziert Pornoen holen weiter zu. Besonders in Europa wird Leute generell eine gute Medienkompetenz haben und ein gutes sozialen und Gesundheitssystem als der Wertung, dass Material ethisch produziert ist, dass Konsens besteht und jederin fair bezahlt wird, mehr heiß wie auf andere Plätze. Also transparent Produktionswehr machen sich bezahlt. Der Begriff Trans wird auch weiter überlebt zugeholt, besonders bei mehr allen NutzerInnen. Das werft Hoffnung ab, dass mehr Interesse auch mehr Respekt herrscht und dass die Repräsentation gut ist. Besonders bei jungen Nutzern waren Fußfetischer belebt. Vielleicht hat den Tabu-Faktor angezogen oder der Fakt, dass es mehr soft und spielerisch ist und Fantasie weckt. Der Fakt, dass Begriffe wie Demure und Mindful Pleasure, also Contenu, den mehr sexuell Bewusstsein weist, immer mehr zuholen, als ein Zeichen von Hoffnung. Anal wird auch immer mehr belebt und das bei Personen von all Gender. Somit wird das Praxis immer weiter entstigmatisiert. Obwohl verschiedene Trends an eine positive Richtung gehen, hin zu mehr ethischen, transparenten Pornoen, die mehr repräsentativ sind, thematisieren die Hauptbegriffe oft Gewalt, weil sie kein Gespräch rund um Konsens und auch keine offene Kommunikation. Auch gesagt in dosiellen Zärtlichkeit, Kussen, lebt, und die meisten Videos sind Männer wie 7 Minuten lang. Das Rubrik ist darum gegangen, wie Porno konsumiert gehen, wie was produziert auch abgeladen wird, als nach ein anderes Thema. Egal wie, ob Essen oder Pornoen, was wir konsumieren, beeinflusst als Wohlbefinden. Und jetzt entscheiden, ob es der Fastfood oder ob es mehr Gesundes fehlt. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax.
de Podcast fir allen Mënsch mat engen Kierper. Mat finanzieller Unterstützung vum Ministère fir Education, Kanner a Jugend, a mat freundlicher Unterstützung vu Graffiti, de Jugendsendungen Radio ARA. De Ministère für Education, Kanner a Jugend an Graffiti ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.